So Leute, der Zeitpunkt ist gekommen, das Let's Play zu Pikmin 4 abzuschließen. Ob es in der Folge sein wird oder nochmal eine Zusatzfolge kommen wird, wir werden sehen. Auf alle Fälle wagen wir uns in die letzte Ebene der letzten Höhle und werden hoffentlich auch, naja, zum letzten Mal eben retten müssen. Sagen wir mal so. Und ja, es ist natürlich die Frage, was nehmen wir überhaupt für Pikmin mit, wa? Ich kann eben nur 3 Stück mitnehmen. Es gibt zwar da diese Blumen, ich glaube Königinnenblumen heißt die sogar, auf der Ebene 19, wo wir unsere neue Pikmin heranzüchten können oder auf ein paar umwandeln können. Ich habe ein paar Gedanken darüber gemacht, welche irgendwie Sinn machen, welche nicht. Einen roten ist klar, sind die besten Kämpfer und so und, also, sag jetzt mal, besten Kämpfer vielleicht je nach Situation. Manchmal sind natürlich auch die Felspikmin besser oder die lila Pikmin oder die Eispikmin. Auf alle Fälle eigentlich die roten sind natürlich auch gut gegen feurige Gegner. Das könnte sein, dass der Endboss irgendwas mit Feuer zu tun hat. Die gelben Pikmin, vor allem wenn der Gegner irgendwie ein bisschen höher gelegen wäre, weiß ich nicht, ob es ein fliegender Hund ist zum Beispiel. Also wir wissen, dass es eigentlich ein Hund sein soll. Aber ja, kann sonst irgendwas noch dazugehören. Natürlich auch gegen Elektroschaden, ne? Weil wir auch nicht wissen, ob das vielleicht ein Elektrohund ist. Blaue Pikmin, gut, ob es irgendwas mit Wasser zu tun hat, da haben wir jetzt eigentlich schon mehr als genug. Es kann natürlich sein, auch wenn halt die Empfehlung auf Wasser-Pikmin setzt, aber ich glaube jetzt eher mal weniger. Eispikmin zum Einfrieren oder wenn ich irgendwie Eisgegner habe, die ich irgendwie schnell aus dem Weg räumen muss, so Minigegner oder so. Oder eben der Gegner selbst das Eis besteht, irgendwelche Eishindernisse hat, wäre auch praktisch. Felsen. Es gibt eigentlich eher weniger Gegner, wo wir wirklich explizit Felspikmin brauchen. Tatsächlich. Flügelpikmin gilt dasselbe, weil die fliegen einfach, sind natürlich cool, um irgendwelche Schätze einzusammeln. Zum Kämpfen, naja. Lila Pikmin wären natürlich coole Kämpfer, das stimmt. Dann haben wir auch noch die weißen Pikmin, die giftigen, die kleinen giftigen. Auf die würde ich eigentlich auch eher verzichten. Also wäre das, was ich jetzt eigentlich eher gesagt hätte, wir nehmen von den roten, von den gelben und von den Eispikmin. Dann vielleicht hier 35. Doch, komm. 35 35 rote, 35 gelbe, 35 Eispikmin. Und ich würde dann noch in der Höhle dann 5 von den gelben und 5 von den roten in lila Pikmin umwandeln, weil ich nicht genau weiß, ob ich die vielleicht auch brauche. Je nachdem natürlich. Und ich denke mal, 10 lila sind so stark wie 100 normale Pikmin. Das passt doch eigentlich. Versuchen wir es. Lassen wir uns überraschen. Was das wohl für eine Art von Gegner sein solle. Eine Art Hund, das wissen wir, okay. Also vermutlich. Also nicht, ob es wirklich das Vieh ist. Aber soll zumindest in die Richtung gehen. Ne, nochmal aufsteigen. Wir haben hier noch ein paar Blumen. Jetzt habe ich gesagt 5. Habe ich überhaupt? Ja, gar keine Dinger für lila Pikmin, ne? Oh, 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 oh. Damit, ja, nicht gerechnet, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Oh, scheiße, okay, mein Fehler. Definitiv mein Fehler. Ja, könnte nochmal raus, nochmal einen Pikmin holen, aber komm, scheiß drauf. Ah, du hast das gewusst, natürlich einfach mal 10 lila mitgenommen und... Ja, wobei... Ich bin irritiert, weil wir diese Blumen hier haben. Ne? Das heißt, für mich eigentlich brauchen vor allem die nachher beim Endkampf. Also bin ich eigentlich in meiner aktuellen Auswahl mit roten, gelben Eispikmin gar nicht mal so schlecht dabei. Blaue, aber wirklich blaue Pikmin? Können sie nur einmal machen, oder? Na komm, scheiß drauf. Ich versuch's mal. Vielleicht klappt's. Wir werden sehen. Warum? Das habe ich irgendwie von der letzten Folge gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass da gar nicht mehr, dass gar nicht alle Königinnenblumen von allen Pikmin-Farben da sind. Weil die Weisheit noch im Kopf und da hatte mir logischerweise, aha, dann gibt es natürlich auch eine lila Blume. Und die für Flügel-Pikmin und die für die lila Pikmin waren nicht da, und die für die Fels-Pikmin auch nicht.
Folge Louis und dem Hund. Louis? Es gibt keinen Ort mehr, an den du dich verstecken könntest, Louis. Bitte gib jetzt einfach auf. Wo ist der Hund? Er zurück schon raus mit der Sprache. Ohne diesen Hund können wir uns Ochi nicht heilen. Hm? Bäh. Verzieht euch. Oh mein Gott, Louis wird sauer. Louis ist der Endboss der ganzen Pikmin-Serie, ich wusste es schon immer. Hallo Wuffy, bist du groß? Neue Kreatur entdeckt, halt den Hund auf. Aufhalten! Halt, wow! Und jetzt los. Aber warte mal, macht der Sprintangriff oder was? Ah, na, hier hat's gar keinen, scheiße. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ja gut, wenn er natürlich auf uns zusprintet. Auf den Schwanz, okay. Okay, ja, Liederpicken wäre gut gewesen, tatsächlich. Muss man zugeben. Aber es geht auch ohne. Ah! Entschuldigung, ich hab's doch gesehen. Alter. Und zu spät gesehen, besser gesagt. So, Endboss vorbei, besiegt, tschüss. Ganz geschafft. Was? Das wäre vorbei? Was ist das denn jetzt? Eisbeben. Ah! Hallo? Hat die irgendwie... Nee. Wow! Wow, Eis. Wow, was sind das für Pelzkugeln? Hilfe! Ja, fast. Ja. Der scheiß Pelzkugeln. Ah! So, jetzt aber. So.
Okay. Jetzt macht er Strom. Nichts fressen, ja? Ey! Der frisst Pikmin! Da haben wir einen Hund im Team, der Pikmin frisst. Weg damit. Ja, du bist so krass, ey. Aber ich bin echt froh, dass ich trotzdem die gelben Pikmin mitgenommen habe. Mein Lila haben wir jetzt gesehen, hätte mir eigentlich das auch sparen können, weil die waren gar nicht mal so wichtig bisher. Fuck, er ist fast eingefroren. Tut mir leid, tut mir leid. Da ist Krieg. Ist auch ein bisschen Sparta dabei, tatsächlich. Sag mal. Zum Glück habe ich die gelben Pikmin mitgenommen, hey. Gott sei Dank. Die Eis-Pikmin, ja, ich glaube, die Lila wären besser gewesen als die Eis-Pikmin. Wobei, bis jetzt hat er schon ein paar Formen, vielleicht noch ein paar mehr. Hui. Hui. Der Hund geht mir auf den Sack. Boah, Alter. So. Jetzt holen wir uns. Jetzt nachher wieder vorbei. Gut, das wird ja gerade ein bisschen schwierig. So, komm jetzt aber. Nein! So. Fertig? Gitzi Feuerfass, okay. Warte mal, wenn der aber jetzt für jede Pikminart eine Phase hat, wie soll ich das überhaupt machen? Ich kann ja gar nicht mehr als 3 Pikminarten mitnehmen. Klar, ich kann eben ein paar Pikmin ummodeln. Theoretisch irgendwie sagen können, ich nehme rote, gelbe, blaue mit und werde dann ein paar blaue zu Eispikmin machen. Weil die Eispikmin habe ich gar nicht gebraucht, oder? Die blauen bisher auch noch nicht, also insofern. Was ist das für ein Hund, ey? Der ist wohl auf den Hund gekommen. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Du machst es gerne warm. Was zum? Was ist das gerade? Das war fies. Doch, kann man schon. Wow. So geht er direkt da entlang.
der Quatsch. Mann, immer kurz vorhin eingefroren habe, so fies. Die Musik ist vor allem geil. Und das Viehs Elber, naja, geht so. Also ich meine, ich bin froh, dass ich eben die roten und die gelben vor allem dabei habe. Der dritte Pikminat hätte ich jetzt, ja, hätte ich gewusst, hätte ich eher die Lila-Pikmin mitgenommen. Aber vor allem die Empfehlung von der Höhle, ja, nimm bitte, nimm blaue, nimm lila, nimm weiße Pikmin mit. Ich denke voll von der Arsch, wenn man ehrlich ist. Ich muss sagen, springen, weil Ocean ist feuerresistent. Ja, muss ich. Sorry, ich dachte, weil die naja. Die sitzen ja auf Ochin drauf. Okay, komm, jetzt reicht's mir. Na? Mann, du nervst, Alter. Hast du gesagt, das nervt? Hat den Schwanz angezogen, ich kann gar nicht drauf. So, noch einer oder was? Eine giftige oder was? Oh, super. Ja, wo sind sie? Weiße Pikmin, wenn ich sie mal brauche, oder? Eine Flügelphase. Der kann ja doch fliegen. Das war vorhin ein Scherz. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Alter. 2 Minuten zurückdrehen, das ist natürlich schön. Okay, der Feuerviech. Also, Gott sei Dank muss ich das Ganze noch machen. Das war... okay, das war dieses Geistviech-Dings, da hatten wir dort schon mal. Ich muss natürlich auch wissen, wa? Halt, wie ich mich gegen dieses Ding schützen kann. Ich bin da auch voll reingelatscht, muss man dann auch zugeben. Und ist da aufgetaut. Der Arsch.
So, jetzt gehe ich vielleicht direkt mal auf den Modus. Mal gucken, ob das ihn überkitzelt. Oh doch. Ja, bringt nicht viel, wa? Oh, scheiße. Jetzt mache ich eigentlich die gelben Pikmin, um mir runterzuholen. Ja, da kann ich gar nichts machen in die Dinger. Richtiger Geisterhund, wa? Dann sein Schwanz wieder unten irgendwie. Ja, zumindest scheint es so, wa? Keine Ahnung. Okay. Hat irgendwie gar nicht viel gebracht. Er würde gerne die Dinger hier aus dem Weg geräumt haben. Nein, schon wieder. Ja, nicht mehr so viele Pikmin ja auch schon. Hallo, hier bin ich. Der macht den Scheiß von vorhin nicht mehr. Da natürlich macht er ihn noch raus hier. Mal gucken, wo er überhaupt ist. Okay, hier bin ich relativ safe tatsächlich. Ich hoffe eigentlich eher, dass er zu mir kommt direkt. Mann, das dauert ewig mit dem Viech. Ah, also machen den König Knollenauge-Move. Nein, nicht schon wieder. Alter, ist das scheiße. Und ich laufe auch noch voll rein. Weiter schon in der letzten Phase? Ja, okay, gut. Oh, ich wünsche, ich hätte Lila Pikmin mitgenommen statt den Ice Pikmin. Ich weiß gar nicht, wie man das Ding überhaupt aus dem Weg kriegt hier. Ich meine, ob das überhaupt geht. Nö, 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 ich bin zu weit weg, Kumpel. Der wirkt nicht mehr. So. Ja, jetzt seht ihr zumindest mal, wo die Dinger sind.
Schon mal ein großer Vorteil. Okay, wieso guckt er jetzt in die Richtung? Ich meine, es macht es mal gerade ein bisschen zu einfach. Natürlich! Alter! Und was fehlt nicht mehr viel. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ich einen Tipp geben darf, oder wenn ich es nochmal machen würde, irgendwann, ich wäre mit dem roten, mit dem gelben und mit dem lila Pikmin rein. Die Eispigmin, weil das bringt nichts, ich glaube, doch, ja, vielleicht wenn du noch mehr Eispigmin hättest, wenn du irgendwie 40 oder 50 davon hättest und mit dem rechtzeitig einfrieren kannst. Aber vielleicht klappt das ja gar nicht, vielleicht kann er sich nicht einfrieren, vielleicht blockt er vorher ab. Vielleicht bist du mit ohne Eispigmin ja besser bedient tatsächlich. Aber die roten, die gelben sind sicher Pflicht, die gelben aus den bekannten Gründen, weil man es ja schön sieht, dass sie Pflicht hier sind. Wenn du sonst echt ein Problem hättest. Jetzt wird ein bisschen Scheiße aufgebaut. Ja, da kann ich natürlich jetzt nichts für, wenn er wieder so einen Quatsch macht und dann die Pikmin da reinrennen. So, das war's. Hoffentlich die letzte Phase gewesen. Louis? Bist du tot? Nein, schade, er lebt noch. Oh, zum Glück. Ich glaube, es geht ihm gut. Was heißt zum Glück? So ein Arschsau. Oh, puh, was für ein Unruhestifter. Ja. Das ist schon der dritte Pikmin-Teil. Seit Pikmin 2. In jedem Teil war er einfach nur, wenn du am liebsten in die Fresse hauen würdest. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Aber wo ist der riesige Hund? Der ist weg, aber hat er uns sein Halsband da gelassen. Da sind sicher ein paar Hundehaare dran. Er muss enttäuscht sein. Wie sollen wir Olchen jetzt heilen? Da, das Halsband. Der Hund muss es verloren haben. Vielleicht finden darauf noch Haare. Tja, wir dürfen keine Chance ungenutzt lassen. Holt doch das Halsband und dann nichts mehr raus hier. Und vergesst nicht, Louis gut festzubinden. Für eine weitere Verfolgungsjagd fehlen mir die Nerven. Ja, mir auch. Jedem. Jedem würden dann die Nerven fehlen. Wuff, wuff. Ihr habt die Chefin gehört. Holen wir Louis hier raus. Wenn du dabei außersehen frisst, Otschen ist nicht schlimm. Louis Hocotate, ein schweigsamer neuer Pilot und der geborene Unruhestifter, hat einen gewaltigen und risikofreudigen Appetit. Ja, hier das mit dem neuen Pilot, das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich halt ja nicht genau sicher bin, wie ich Pikmin 4 in der Timeline einordnen soll. Mein Pikmin 1, 2 und 3 war klar, die spielen alle nacheinander. Also wirklich genauso wie es auch von der Zahl her in der Ordnung steht. Aber bei Pikmin 4 bin ich echt unsicher. Dass nicht vielleicht sogar zwischen Pikmin 2 und 3 spielen könnte. Ja, man weiß nie, wozu er in der Lage ist. Wir müssen ihn wohl wirklich festbinden, um sicher zu gehen. Eine Anekdote an Pikmin 3. Gut, wir haben das Halsband von Louis. Zeit, uns verlassen, nach Hause zu kommen. Auf dem Halsband des riesigen Hundes haben wir Haare gefunden. Hihi, genug, um Ochin zu heilen. Vielleicht kommt uns sogar die Idee für eine völlig neue Medizin. Hihi. Wir lachen ein bisschen zu viel. Oh, haben wir das wilde Pikmin verloren. Aber ja, mit dem Lila ist natürlich auch klar, weil du kannst Lila... Er warte 15 Pikmin auf dem Schwanz, damit der runterfällt.
Da heißt 2 lila Pikmin reichen dafür. Die roten brauchst du wegen dem Feuerball, also sicher besser, weil glaube auch generell noch brennt. Die gelben Pikmin ist auch klar, wegen dem Elektro-Ding. Und hätte man halt dort in der Kaverne des Königs noch diese lila Königsblume, kann man sich halt auch so lila Pikmin noch heranzüchten quasi. Aber ja, ich meine, bei all den Phasen, wir hatten die, ich glaube, nicht die erste, sondern die zweite Phase, wo irgendwie ein Eisstrahl verschossen hat. Und da dachte ich zuerst, ja, Eispikmin cool. Aber diese Wollknoll konntest du gar nicht irgendwie, das waren keine Eisknollen, die du irgendwie aufbrechen konntest, war einfach Wollknoll, fertig. Mit denen konntest du gar nichts machen. Das ist eine Eisform, ja, eben, da war jetzt auch nicht so, dass nur Eispikmin da rankommen. Also von dem her, auf Eispikmin kann man, glaube ich, gut verzichten, oder? Dass man sich auch sagen kann, okay, ich nehme halt irgendwie noch einen Haufen lila Pikmin mit und dann mit der Eisblume, oder mit der Königsblume macht man 5 Eispikmin raus, falls man das bräuchte. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich notwendig ist. Oder eben du sagst, du machst eine Armee aus 100 Eispikmin und hoffst ihn einzufrieren. Aber ich habe eben das Gefühl, das geht gar nicht, ihn einzufrieren. Kann man mich aber gerne korrigieren, falls es doch gehen sollte. So, wir haben wieder mal viele Pikmin verloren. Wir haben trotzdem von allen noch über 100. Das ist doch erfreulich. Mal gerne zurückkehren? Ja, bitte. Weil wir haben eh schon alles gemacht. Also insofern, was soll er jetzt da noch sonst noch machen? Soll noch irgendwie, keine Ahnung, noch Beeren farmen für ein Ultramotivierspray? Wozu? Wir sind ja durch. Und so wie es aussieht, können wir alles noch in dieser Folge abschließen. Wir sind zwar schon bei über 30 Minuten, aber ich glaube trotzdem, es müsste noch klappen. Gerettet. Louis. Alle Geschleideten wurden gerettet. Du hast es geschafft. Prima, Ocean und Michael. Ihr beiden habt gute Arbeit geleistet und euch um die Rettungsstufe verdient gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Zu viel der Ehre. Gefühlvolle Musiker. Das haben wir damit auch komplett. Serienbonus Bär Vector. Hand des Schicksals. Ebenfalls komplett. Serienbonus. Dankeschön. Gefühlvoller Künstler. Complete. Serienbonus. Dankeschön. Heilige Kugeln. Ebenfalls komplett. Dankeschön. Geheimnisse der Antike. Ebenfalls complete. Dankeschön. Erinnerungsfragmente. Das Puzzle ist komplett. Das Puzzle an einem Hund war, wie es aussieht. Wuff, wuff. Auch dieser Bonus ist komplett. Schöne Erinnerungen mit den Nunchucks. Wobei, wieso Erinnerungen? Ist ja gar nicht Retro. Der Rest so alles voll Retro, aber das hier? Nö. Was mir hier noch fehlt, ist irgendwie ein Modul von Nintendo 64. Aber egal. Ultra-Hyper-Technologie. Sieht zumindest fancy aus. Und das letzte Gebiet komplett erforscht. Alle Gebiete wurden zu 100% erforscht. Schon krass, wa? Willkommen zurück, Ocean und Michael. Guck gemacht, das war wirklich eine herausragende Leistung. Oh ja, gar nicht übel. Jetzt muss ich noch eine Feldprobe mitnehmen, also halt Ocean bitte kurz am Halsband. Hey, dieser Dieb hat fast meinen gesamten Saftvorrat getrunken. Jetzt sind noch 2 Portionen übrig. Die Saftvorräte. Ja, auch ein Hinweis an Pikmin 3, wa? Wir erinnern uns. Und die brauchen wir, um Medizin herzustellen. Achso, war er. Ich dachte, das wäre Louis gewesen. Ah, richtig, wie schade. Der Saft schmeckt einfach zu köstlich. Da wir gerade ein Thema sind. Wir brauchen wieder Medizin. Spanel, bitte stellen wir schnell wieder her. Bis morgen ist sie fertig. So, und jetzt muss ich mal
ernstes Wort mit Louis reden. Unter 4 Augen. Ist das in Ordnung für euch? Nehmt ihm die Fessel lieber erstmal nicht ab. Na gut, aber bitte um einen höflichen Umgangston, ja? Nicht bei Louis. Ach, Freunde. Nebenmission. Sind wir uns hier soweit durch? Genau, das Ding, das kann man ja einfach immer wieder machen. Da ist genauso. Auf das habe ich keinen Bock, ganz ehrlich gesagt, weil dann Guru ist für mich beendet. Das haben wir komplett, das haben wir komplett, das haben wir jetzt komplett. Hat dann ein Hilfsmittel, müssen noch 2 Stück kaufen, wa? Ja, mal gucken, ob wir genug Dinge haben. Falls ja, kauf es mal noch, falls nicht, dann Pech gehabt. So, Ochin, einer können wir dich heilen. Ganz genau, wir werden die Medizin jetzt verabreichen. Hihi. Puff, puff. Der Schwanz wieder schön buschig. Es hat funktioniert, es ist ein Schwanz, er ist wieder wie vorher. Dem Universum sei Dank, Ochin kann mit uns nach Hause kommen. Gut, Moss. Gut, Moss, du bist als Nächster dran. Den Sinn scheint keinen Effekt auf Moss zu haben. Wenn schon mit einem Blatt in ihrer Schwanzfläche geboren wurde, kann man es vielleicht gar nicht entfernen. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu heilen. Ist schon in Ordnung, Colin. Sie ist nicht krank. Der Zustand ist normal für sie. Aber Captain Olimar. Oh. Oh, wie süß. Moss wurde auf diesem Planeten geboren. Es wäre falsch, sie ändern zu wollen, nur weil wir anderes gewohnt sind. Dies ist ihr Zuhause. Hier gehört sie hin. Sind Sie da sicher? Ja. Und ich weiß, dass es Moss auch so sieht. Wuff. Wir alle haben ein Zuhause, zu dem wir zurückkehren möchten. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns diesem Planeten verabschieden. Rettungscrew, treffen die Vorbereitungen für die Heimreise. Verstanden. Ochin wurde geheilt. Und er so erleichtert. Kann ich jetzt noch was machen? Dann startet direkt die Endszene. Sperrung abgeschlossen. Geht direkt los, war? Okay. Kein Hindernis in unserer Flugbahn. Alle Sicherheitssysteme in grün. Rettungscrew, bleiben wir zum Start. Haupttriebwerk bereit. Okay, okay, bereit zum Abheben. Was ein Erfolg, alle Gestandenen sind gerettet, alle Laublinge geheilt, wir können ruhigen Gewissen nach Hause fliegen. Hihi. Wir können stolz auf euch sein. Startfreigabe ist erteilt. Verstanden. Los geht's. Captain Olimar kommt auch mit oder stürzt er ab? Bei ihm weiß man nie. Olimar ist natürlich schon ein cooler Charakter, aber mit Landen und so hat das gar nicht.
Ende. Fragezeichen? Kein Fragezeichen, wa? Aber natürlich, wie Olimar schon gesagt hat, wir kommen wieder zurück, liebe Pikmin. Ist das ein Hinweis auf Pikmin 3 gewesen? Oder ist es ein Hinweis auf Pikmin 5? Ich bin nicht ganz so sicher. So, wir gucken mal. Lexika-Einträge und so. Piklopädie ist alles voll. Schatzkatalog alles voll. Missionstage. 160, immerhin. Pikmin übrig, verloren. Viel verloren. Fortschritt alles komplett. Schätze, Goldklumpen, Kreaturen. Wunderbar. Seltsam, dass wir nicht nochmal Credits haben. Tatsächlich. Pikmin. 4. So, natürlich müssen wir nochmal ganz kurz zurückgehen. Oh, plötzlich Louis und Olimar auch drauf auf dem Bild. Super. Ja, natürlich, rate mal. Vielleicht gibt es aber auch ähnlich, wie es damals bei Pikmin 3 war, auf dem Port auf die Switch. Vielleicht gibt es mal für die Switch 2 oder für den Nachfolger, wer auch immer das sein soll, gibt es vielleicht mal eine Deluxe-Version oder so. Ansonsten muss ich natürlich schon sagen, Pikmin 4 ist, denke ich persönlich jetzt, nach allem, was wir bisher gesehen haben, noch mit dem ganzen neuen Dandori-Duell und so, es ist, glaube ich, etwas, was für jeden Fanliebling, aber natürlich auch generell für andere Spieler, Casual-Spieler oder wer auch immer, was für jeden was dabei hat. Du hast normalen, sag jetzt mal, du hast Olimars Tagebuch, was so aufgebaut ist wie die alten Pikmin-Teile, mit dem Zeitdruck und so. Du hast dann Duri-Duelle, auch mit der Herausforderung und dem Zeitdruck, vor allem die Probe des Laubweisen. Was ist denn hier los? Hat er vergessen, wie man einen Raumschiffstab vorbereitet? Darum bin ich schuld, Chefin. Ich habe nämlich Kontakt zur Rettungsstuhlzentrale erstellen können. Sie möchten, dass wir noch etwas hier bleiben, wie Sie bereits alle aufzunehmen, die wir geredet haben. Ich spreche wohl voll geredet und gestanden, wenn ich sage, dass Rettungscrew bei allem unterstützen. Nun gut. Verstanden. Dann können wir jeden Moment abheben. Okay. Gebiet 100% erforscht. Das ist doch schön. Kann ich hier nochmal ganz kurz alles abholen und einsammeln. Ja, eben, ich bleibe dabei, es ist für alles etwas dabei und ich muss sagen, dafür, dass wir bereits den 4. Teil einer Reihe haben, und man auch sagen muss, dass er zwischen Pikmin 1 und Pikmin 2, da waren glaube ich irgendwie 3 Jahre dazwischen, vom Erscheinungsdatum her, also da war relativ klar, nach Pikmin 1 gibt es einen 2. Teil. Nach dem 2. Teil bis zum 3. Teil hat es ja lang gedauert, knapp 10 Jahre, und jetzt zwischen dem 3. und 4. Teil auch wieder knapp 10 Jahre. Und trotzdem haben sie eigentlich seit Pikmin 1 gab es in jedem Teil wieder neue Pikmin-Arten. Immer jeweils 2 Stück. Also vom 1. bis zum 2. hatten wir ja die lila und weißen Pikmin. Vom 2. bis zum 3. hatten wir die Fels- und die Flügel-Pikmin. Und jetzt im 4. Teil hatten wir die Eis-Pikmin und die Leucht-Pikmin. Und ich meine, mit den Leucht-Pikmin, da schon ein bisschen was Spezielles, wenn du so willst. Weil zum ersten Mal haben wir Nachtexpedition. Das ist wieder auch mal etwas komplett Neues. Was eine eigene Dynamik erfordert hatte, eigene Regeln hatte, eben eigene Pikmin. Weil die normalen Pikmin sind da gar nicht mit dabei. Du kannst aber trotzdem Höhlen und so mitnehmen, ne? Damit kannst du theoretisch alle Pikmin-Arten, die es so gibt, kannst du dabei haben. Rein theoretisch. Und Ochi, ne, gibt es natürlich auch. Und Ochi war immer so ein Faktor, wo man das erste Mal gehört hat, von wegen, es gibt irgendwie so was wie Ochi. Und gefragt hat, ernsthaft? Was soll das? Das ist gar kein Pikmin. Das ist mir zu neu, das will ich gar nicht. Es gab natürlich auch solche Leute. Und ich muss zugeben, ich war da auch ein bisschen skeptisch. Muss aber zugeben, Ochin bereichert das Spiel doch sehr. Es gewisse Punkte gibt, die nur er machen kann. Es gibt andere Dinge, die nur die Pikmin machen kann. Natürlich kann er die Stärke von 100 Pikmin haben. Okay. Aber er hat halt eben auch Fähigkeiten, die sonst andere Pikmin nicht haben. Und wiederum Pikmin, die haben die Fähigkeiten, die Ochin nicht haben kann. Also ist trotz allem, finde ich, ihm noch fair geblieben. Ich bin Louis. Ich bin scheiße. Ja, das wissen wir, Louis. Jetzt haben wir 4 Zwergpunktkäfer. Natürlich fange ich jetzt auch noch an, für den Arsch vom Dienst hier irgendwie den Battle zu spielen. Du kannst mich mal, Louis. Ganz ehrlich.
Was willst du, Mann? Du hast alles komplettiert. Du bist geil, Mann. Ich weiß. Sagt man öfters. Aber ich höre es immer wieder gerne. So. Dann natürlich trainieren. Die letzte geheime Fähigkeit, der Dauersprint. Wuff, wuff, dankeschön. Wie immer, wa? Wie immer alles geben, niemals kapitulieren, ist ja Logo. Okay, aber jetzt noch irgendwas, warte mal. Labor. Okay, wir den noch holen. Luftschild für Ochin leider nicht, aber okay, gut. Ja, dann haben wir nicht alle Items geholt hier, die er uns herstellen könnte. Was mich wundert ist, dass ich nicht das Ding hier drin habe. Weil ich habe das gesehen, dass es geht, dass du, auch bei Pikmin 4 kannst du mit der Pfeife, kannst du Pikmin, die im Boden sind, rausrufen. Das geht. Das habe ich gesehen an einem Video. Kann wohl sein, dass das erst dann erbietet, wenn wir vielleicht die Sidequest für Louis gemacht haben, wo ich zwar bezweifle. Vielleicht geht es aber erst dann, wenn wir alles andere gekauft haben von ihm. Das könnte sein. So wunderschön! Ah ja, da war ja der schon wieder. Der kommt immer wieder auf den Weg. Kannst du Pikmin blühen lassen? Geil. Wir sind noch nicht fertig, oder? Fertig, aber gerade erst angefangen. Fertig. Ich aber fertig, ja das vielleicht schon, aber alles andere, nö. Nö. Da habe ich wie gesagt immer noch kein Interesse. Ansonsten, was sagt die Map so? Denn was mit dem Gebiet oder was mit den Höhlen? Höhlenforschung ist genau unser Ding. Oh ja. Mhm. Du sagst es. Schon wieder 130 von den Rohmaterialien. Ansonsten nur normales Quatsch, aber nichts mehr zum Abholen, wa? Wie sieht es denn aus bei den Missionen? Hauptstory? Ja. Das hat alles geschafft war, also was willst du machen? Der Box des Planeten ist auch schon gemacht. Alle Geretteten, alle Schätze, alle Zwiebeln. Nebenmissionen, die ist eh immer wieder neu. Louis hat wieder was zu meckern. Das Ding kommt auch wieder immer zurück. Das können wir eben, wie gesagt, noch machen. Und das hier von 33 war okay. Und ist doch so. Gehen wir davon aus, wir müssen noch ein Ding da kaufen. Das Halsband für Ochin. Da war noch was. Was? Nein, warte mal. Das Halsband für Ochin. Und dann würde uns das letzte anbieten. Das müsste irgendwie so eine Art Ultra-Pfeife sein, mit dem wir die Pikmin aus dem Boden herausholen können. Ich bin ganz ehrlich, Freunde, das kann man natürlich machen, wenn man will. Ich persönlich sage aber vielen Dank. Nee, danke. Tatsächlich. Aufbrechen. Nein, dem ist ja alles voll. Also, wenn man alles erkundet, von mir aus können wir aufbrechen. Beziehungsweise haben wir eigentlich schon gemacht. War die Frage ist jetzt, können wir eigentlich aufbrechen irgendwie oder verabschieden? Okay, ich glaube, losfliegen direkt können wir nicht mehr, wa? Kann ich bei Bernapfel irgendwie was machen? Ah, er ist ein Pilot. Weißt du was? Ich mach's so. Jetzt habe ich ja Dinge, was wir da alles wieder gemacht. Ganz kurz speichern, zum Titelbildschirm zurückkehren. Und dann will ich das Spiel beenden. Damit auch das Let's Play. Zumindest bis es einen neuen Content geben sollte. Wie bereits erwähnt, das könnte durchaus sein. Das war bei Pikmin 3 damals auch der Fall. Aber kann natürlich auch sein, dass das wirklich war und wir uns jetzt bei Pikmin 5 wieder sehen. Oder halt alternativ bei Pikmin 1 und 2 für die Switch, was es mittlerweile auch gibt. Weil ob es wirklich ein Pikmin 5 geben wird, ist halt immer die Frage, wa? Natürlich hätte ich jetzt nichts dagegen, um Gottes Willen. Pack's mal dahin, ne? So. Eben natürlich kann es sein, dass es nochmal ein neues Pikmin geben wird. Aber man muss natürlich auch sehen, immer wieder irgendwie neue Pikmin erfinden. Puh.
und vor allem neue Spielmechanik, weil Pikmin 4 hatte extrem viel Neues. Die Nachtexpeditionen, wir hatten Ojin, eben auch eine neue Leuchtpikmin, also neue Pikmin-Arten mit Leuchtpikmin und den Eispikmin. Dann haben wir natürlich auch die Rückkehr, wie das mit den Höhlen, etwas Neues mit den Dandori-Duellen. Und wie vorhin schon erwähnt, eigentlich etwas für jeden Geschmack, sei es für denjenigen, der casual-mäßig einfach nur ganz schnell durchspielen will. Gar kein Thema. Jemand, der gern mit Olimar zocken will, wie in guten alten Zeiten auf seine Art und Weise. Also wie in Pikmin 1 und 2. Louis, die Arschgeiger, ist aber mit dabei. Natürlich auch solche, die sagen, hey, Dandori will man voll darauf konzentrieren. Ich brauche sogar eine Herausforderung. Da geht er hier rein. Viel Spaß dabei. Oder eben sagt jemand, so wie ich zum Beispiel, hey, ich will alles sammeln, alle Schätze und so. Alle Zwiebeln, ich will alle Pikmin-Arten farmen können. Dann hat er das auch. Von dem kann man eigentlich sagen, Pikmin 4 ist das beste aller Pikmin-Spiele, weil es am umfangreichsten ist. Es ist sicher ein geiles Spiel, definitiv. Was mich ein bisschen gestört beim ganzen Spiel ist, es wurde ein bisschen in die Länge gezogen, den ganzen Schätzen. Da war zum Teil ein bisschen zu viel dabei. Das auch mit der Höhle für Louis. 20 Ebenen mit Gegnern zum Teil, die wir schon mehrmals besiegt haben. Und dann einfach zu sagen, ey, pack 2 oder 3 Stück davon rein. Kannst du natürlich machen. Ich finde es jetzt eher ein bisschen einfallslos. Aber halt, ja, das ist halt immer die Gefahr, wenn du sagst, ja, das Spiel soll jetzt nicht ganz so schnell vorbei sein, weil Pikmin-Spiele sind generell eher schnell vorbei, kann man so sagen. Und dann verstehe ich es irgendwie auch ein bisschen. Tatsächlich. Kann ich durchaus tatsächlich verstehen. Okay, wir schon. Was nicht, ob jetzt noch Credits kommen? Könnte sein. Also sonst soll ich den Planeten verlassen können. Bringt ja gar nichts. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Was hier die Zwiebeln sollen. Unsere Zwiebel an der Mitte ist klar. Da ist die Nonplusultra-Zwiebel mit allem drauf. Was aber die Felszwiebel und die blaue Zwiebel soll, keine Ahnung. Die schön separat sind. Der Flügel-Pikmin, der eine trägt noch einen roten Pikmin dabei. Ach ja. Viele kleine, nette Pikmin. Und Moss, der Riesenhund. Vielleicht hätte er auch die Story noch ein bisschen weiter ausgeführt, was überhaupt mit diesem Riesenhund auf sich hat. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr zu Louis' Geschichte hier. Obwohl wir halt bei Pikmin 3 Louis ein bisschen mehr im Fokus hatten. Pikmin 2 sowieso. Ach ja, nicht zu vergessen natürlich, wir konnten zum ersten Mal auch unseren eigenen Charakter spielen, Freunde. Also Charakter Customizen wurde in Pikmin 4 auch eingeführt. Und, so, gibt es noch mal Endcredits oder war's das? Das weiß nur der liebe Gott. Ja, okay, gibt keine mehr. Gut, muss aber auch nicht sein, Freunde. Dann sage ich an der Stelle tatsächlich mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen in diesem Let's Play. Wir sind bei knapp 49 Parts angelangt. Oder besser gesagt, sind noch genau bei 49 Parts.
Schön, schön, schön. Wir haben hier noch, okay, dass das irgendwie noch Credits abspielen lassen könnte. Aber wir haben es ja schon gesehen. Handrettung von Captain Olimar. Reicht das eigentlich, wa? Also, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Pikmin-Abenteuer, sei es nun Pikmin 1 und 2 für die Switch oder sei es ein Pikmin 4 Deluxe, was erwartet wurde, neue Inhalte oder sonst was in der Art, vielleicht eben Pikmin 5, ein komplett neues Teil. Wir werden sehen. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.